In a bygone age, a kingdom Das ist Englisch, existed like okay. no other. This kingdom did not anchor its power. This kingdom took to the skies. Ja, es ist Freitag. Hallo. Hi Steffi. The Airborne Kingdom traveled to every kingdom on the ground, sharing knowledge, culture, and tradition. Freitagskaffee. Ist Its etwa mein great Vier. council guided the lands through a golden age. Yet, long before even our elders can remember, Da kann ich jetzt nicht viel dafür, dass es auf Airborne Englisch Kingdom ist. vanished. Aber ich glaube, so wichtig ist es nicht. Das ist halt ein Indie-Spiel und The people sought Lokalisierungen to kosten continue their Geld. harmony, but Sorry. self-interest began to overrule. The land's 3 regions slowly isolated. Trade, travel, connections all unwound. Juhui, es ist Freitag. Hoi, strahlender Stern. And small Sag's settlements nicht. nearby were nearly wiped away. Bygone times turned to legend. Schön gemacht. But in the tapestry, we found instructions. A blueprint to remake the technology of the ancients. A Gute Stimme. prophecy to restore the airborne kingdom. There was but one belief we had wrong that day, though it proved vital. For such a finding was no chance at all. Also gut. Ich weiß nicht, wie relevant das Story ist in dem Spiel, aber cool gemacht hast du es. Ah. All unsere Mühen machen sich bezahlt, unser Zuhause fliegt. Doch dies ist erst der Anfang. Um die Vision der Alten vollends zu verwirklichen, müssen wir jedes Königreich der Lande finden und es zu unserem Verbündeten machen. Außerdem brauchen wir Einwohner für den großen Rat dieses neuen Reiches. Den Anfang sollten wir mit in Rutula machen, denn es ist das einzige uns bekannte Königreich. Janex, hallo. Alles klar hier? Ja, danke, selber auch. Schön bist du da. Wir spielen da so ein neues Strategiespiel. Es ist, glaube ich, ein bisschen relaxter als das, was ich sonst so mache in diesen Streams. Oder drehen. Ja, Weekend kommt näher. Ja, sag's nicht. Ah, ja, da kann man drehen. Okay. Und jetzt habe ich eigentlich Tutorial eingestellt, aber es steht da nicht. Einwohner. 9 Einwohner, aber keine bauen. Wohnblock. Ich da zuerst Weg machen oder so, oder? R, um zu drehen. Kann man da mal einen Wohnblock haben? Das geht nicht. Eingang nicht mit Wegen verbunden. Okay, also brauche ich Weg. Ja, Tutorial eingestellt, aber es... Grundsteuerung, da jetzt noch Knopf. Ja, das habe ich herausgefunden. WASD mit C. Okay, mit C kommt... das ist noch gut. He? Also gut, gibt es noch mehr Tutorials? Hallo? Hast zwar nie gesagt, aber irgendwie muss ich an Bioshock Infinite denken. Ja, sag's nicht, ja. Bei Bioshock Infinite habe ich durchgespielt vor langer Zeit. Super Spiel. Also von dem her, wenn du mal Lust hast, da mal einen Weg haben, oder? Okay, wenn wir den gerade rundum machen. Einfach mal hier diese Seite. Einwohner und Arbeit. In der oberen Leiste siehst du, wie viele Einwohner sich dir angeschlossen haben. Ja, das habe ich gesehen. Jede Person braucht einen Wohnblock. Jede. Einwohner, die keiner Aufgabe zugewiesen sind, bauen automatisch an ausstehenden Bauprojekten. Wenn sich gerade nichts im Bau befindet und sie keine Aufgabe haben, zählen sie als untätige Arbeiter. Wie wäre es, wenn du ein paar Wohnblöcke... Also gut, da bin ich schon dran. Machen wir ein paar Wohnblöcke. Eine? Was ist Z? Das kann man einfach... Ja, da hat man immer ein Ding dazwischen. Das Feld. 2. R. Drei. 4. Muss gleich mehr Weg bauen, so wie es aussieht.
Weg. Weg. Da so. Und dann drehen wir. Es laggt. Hübsch ausgesehen, du jetzt. Da so. Jetzt haben wir Weg alles aus so. Und dann machen wir noch mehr Wohnblöcke, damit die Leute können wohnen. Oh, ich habe zu wenig Bäume. Ich hätte nicht so viel Wege sollen bauen. Wie komme ich an Holz da oben? Kann mir das jemand sagen? Wie kommt man an Holz in der Luft? Hallo? Okay, Gebäude und Neigung. Jedes Gebäude muss über 2 Wege mit dem Stadtzentrum verbunden werden. Diese begehbaren Plattformen dienen auch als robuste Verbindungsstücke zwischen Gebäuden. Okay. Janex Holzgewitter. Ja, vielleicht. Wohnblöcke lassen sich zu 2... Ich hätte 2x2 Komplex draus machen. Okay, wenn du die Gebäude, solltest du die Neigung im Blick haben. Okay, das ist schon cool, das kann sich das Ding neigen. Ressourcen sammeln, da. Du fliegst vielleicht über die Himmel, aber trotzdem brauchst du Ressourcen vom Boden. Damit deine Einwohner dort hingelangen können, brauchst du einen Hangar. Der ist dann gross. Schau, dass das da cool aussieht. Da kein Halb, aber so, dass wir noch einen Weg dazwischen machen. So. Da gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Neigung, die vielleicht wieder über sollen machen. Brauchholz-Tutorial, wo links steht, Ressourcen sammeln. Ja, danke Remo, hoi Remo. Du weißt, ich kann nicht lesen. Und schön schaust rein. So, jetzt haben wir einen Hangar. 2 Dinge benötigt. Das ist eine Rampe. Kumpelt ihr da runter, oder was machen wir genau? Bewegen, mit Kamera fixieren. Da kann man das Zeug anpassen, Beleuchtung und so. Machen wir jetzt mal nicht, lassen wir mal so wie es ist. Einige Einwohner haben kein Zuhause. Ich weiß, ich habe auch keine Bäume. Wenn jetzt da schon Leute gehen. Da, Bewegung. Im Gegensatz zu anderen Königreichen kann sich deins bewegen. Klicke einfach auf das Land und schon fliegst du dorthin. Okay. Die Ruine des Wandteppichs. Eine unauffällige Ruine, die halb von Sand bedeckt ist, genau wie hunderte andere in der Einöde. Und doch finden wir in ihren Mauern die Prophezeiung, von der wir uns erhoffen, dass sie das Schicksal eines Reichs ändern kann. Okay. Und jetzt da ein Holz. Und da über. Fliegen in die Stadt! Also, ich habe alles auf Very High gestellt, also ist alles sehr hoch eingestellt von der Grafik und ich habe so 90 FPS mit einer 3080er, also aber ich bin natürlich da auch recht schnell am Umdings. Also es läuft gut, aber für den Style könnte man schon fast sagen, es könnte noch ein bisschen besser laufen. Aha. So, jetzt da. Holt die Bäume. Da, 5 Arbeiter. Da fliegen sie runter. Die gehen da unten durch. Yay, Holz. Landet die dort und holen das Holz? Zeki. Sieht ja nice aus. Hallo zusammen, hoi Zeki. Schön, bist du wieder da. Ja, bis landet ist ja geil. Ich glaube nicht, dass das genug lange Landestrecke ist, aber ich bin kein Pilot. Neue Gebäude erforschen, Tutorial. Und ja, ich finde das sieht nice aus. Bauarbeiten auf einer fliegenden Plattform sind schwer. Abgesehen von grundlegenden Gebäuden und Lagern musst du neue Bauvorhaben an einer Akademie erforschen. Noch haben deine Einwohner kaum Ideen, doch eine Lehmhütte wäre enorm praktisch, damit du das eine ins andere, also Lehm wahrscheinlich in Ziegel umwandeln kannst. Bau eine Akademie, also gut. Aber zuerst wollte ich noch mehr Häuser für meine Leute, damit sie können noch ein bisschen ausgleichen oder so. Jetzt haben wir ja wieder Holz, oder? Ja, wir bekommen noch mehr
wenn ich das mache, dann wird es ein Doppelding, ne? Probieren wir mal. Kosten zu hoch, jetzt haben wir schon wieder zu wenig. Holt mehr Holz. Hat es mehr Platz da? Ah ja. Das hat mehr. Haben wir noch... Wie viele haben wir noch? Aber nur 6 Häuser, also immer noch zu wenig Häuser. Also gut. Oder nochmal einen Doppelblock. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Und dann so. Wir haben genug Häuser haben, damit die Leute können, und die ein schönes Leben haben hier in unserer Luftstadt. Und nochmal eins. Und das hat länger, oder? Und als nächstes dann die Akademie. Also gut, grundlegendes Akademie benötigt 30 Holz. Also denkt das, was wir da unten haben, wahrscheinlich nicht. Da haben sie noch mehr Holz. Okay, das haben wir jetzt. Da rüber. Die können schon holen sonst. Ah, die können eben auch schon die Richtung gehen. Das ist doch gut, das ist doch gut. Machen wir dann noch einen mehr. Dann haben wir unendlich Flügerli. Das ist auch noch gut. Schon noch nice. Das erinnert mich ein bisschen an wie heißt Mortal Engines. Einfach in der Luft. Haben wir den Film gesehen? Nicht so mega gut gewesen, aber auch nicht so schlecht. Wenn wir jetzt die Akademie hier machen, haben wir eine Neigung. Tempo, Luftwiderstand, das ist jetzt haben wir glaube ich genug. Nein, noch nicht ganz. 25. Brauchen wir noch 3. Das haben wir sicher bald. Die sieht eben noch schwer aus, die Akademie. Müssen wir aufpassen. Komm, sammelt das Holz da. Vorwärts machen. Landen. Ah, die machen da immer einen schönen Looping. Hup. So gut. So, jetzt. Ah nein, jetzt haben zu wenig Leute, wenn ich all die da geschickt habe. Nur noch 4. Wenn wir genug Menschen haben, um die Akademie zu bauen, da. Also die tun wir jetzt, das macht zwar nicht so viel Sinn, aber wir tun sie jetzt mal da hin, weil ich will nicht noch mehr Weg bauen im Moment. Und schauen, ob es zu viel Neigung gibt. Das sehen wir dann. Die gehen das bauen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Da wir nun eine Akademie gebaut haben, können wir eine neue Technologie erforschen. Nice. Lehmhütte. Okay, also scheinbar kann man nur mit einem anfangen, vielleicht einfach am Anfang. Ne? Dann fangen wir mal mit der an. Oh, okay. Also, habe ich gesagt. Hat doch ein rechter Tech-Tree, nicht schlecht, aber wir müssen ja jetzt die Lehmhütte machen, also machen wir mal eine. Können wir da schon weiter? Können wir da das Stein noch holen? Holt mal die Steine, wenn ich nicht weiss, ob wir sie brauchen. Ein bisschen da weiter rüber fliegen da. Okay, die gehen es holen. Kann man noch einen zoomen? Nein, leider nicht. Leider nicht, das sieht irgendwie noch nice aus, sagt Steffi. Ja, da bin ich voll bei dir. Macht noch Spass bisher. Und nice ausgesehen tut's. Ich finde aber da, das UI da oben, ja, könnte noch besser sein. Aber da bin vielleicht einfach ich. Das ist auch mal stylisch. Was ist das da? Kleine Siedlung. Wir nähern uns einem kleinen Dorf am Rande des Nirgendwo. Einige Siedler möchten sich uns womöglich anschließen. Mach mal Raketen, sagt Remo. Ich mache jetzt noch keine Raketen. Ich bin da friedlich. Ich kann da nicht Leute bombardieren. Wir suchen nach Übersiedlern. Übersiedlern, wenn wir oben sind. Einige der Siedler scheinen von unserer Vision angetan, doch sie wollen sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein glücklicheres sein wird. Jetzt darf ich wählen, wer, oder was? Ezon Matz, Cess Aschni oder Osawa Chum? Ja, komm, Osawa. Ja,
Kann ich alle? Nein. Überglückliche Einwohner, also... Ah, da kann man schauen, was sie wollen, kann aber etwas Wichtiges nicht zurücklassen. Ausgeglichen, also der braucht nur ausgeglichene. Und der braucht überglücklich. Ja, dann kann ich den Osawa kaum nicht nehmen. Dann kommt der Osawa halt nicht. Nehmen wir den Ezon-Mass, der will nur mindestens ausgeglichen. Das sollten wir schaffen. Ah, ich kann alle nehmen. Ja, also gut, kommt, los. Schnell, jetzt muss ich einfach noch mehr Häuser bauen. Vielleicht ist das nicht so clever gewesen. Egal, egal. Ah, so kann man so 2x2 Blöcke machen. Hm? Nice. Sollten wir genug Häuser haben, dann können gerade die 3 hier einziehen. Ich hätte einfach hier mehr Blöcke machen können, und jetzt habe ich überall Häuser. Aber das ist schon gut, das ist schon gut. Da können wir noch einen Weg machen. Alles Imposter. Niemand. Nein, ich nehme einfach alle. Mehr Einwohner da haben wir jetzt gelernt. He? Durchschnittlich ist da oben. Ist das da, oder? Ja. Insgesamt jubelnd. Also ich glaube, jubelnd ist sehr gut, oder? Okay, das nehmen wir. Nehmen wir. Genau die Bäume hier holen, bitte. Und was ist das? Dickicht. Ja, wird essen. Dann jetzt wieder Bäume. In die Richtung gehen wir als nächstes, glaube ich. Ja. Okay, Lehmhütte verwandelt Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gern in der Nähe. Okay, was können wir noch? Wenn ich das so gesehen habe, habe ich das Gefühl, es macht irgendwie noch Sinn. Einfach weniger Nahrung brauchen, weil in der Luft ist wahrscheinlich Nahrung das Problem. Im Wasser auch. He? Ja, machen wir das. Platzieren von Gebäuden. Deinen Einwohnern gefällt es nicht, neben gewissen Gebäuden zu wohnen. Das gilt auch für das du gerade erforscht hast. Solche Gebäude zeigen beim Platzieren einen roten Umkreis an. Achte darauf, dieses Gebäude möglichst weit weg von Wohnblöcken entfernt zu bauen. Du kannst deine Gebäude auch bewegen, indem du es auswählst und auf das... Ah, okay. Das heisst, ich kann eigentlich anfangen Sachen ändern. Ich kann zum Beispiel das da übernehmen und dann so ein Dreier. Ja, genau, so. Und dann... Ah, das geht direkt, da muss man nicht mal... Ja gut, dann tue ich das da auch noch, tun wir die da über. Das ist auch gut, dass man so ein bisschen umlayouten. Sicher auch noch wichtig wegen der Neigung. Also, jetzt haben wir da die Lehmhütte, die braucht Holz. Also gut, dann fahren wir mal ein bisschen weiter da. Wo war das Holz gewesen? Nicht vor. Mal etwa da hin, was ist das? Lehm vorkommen, da haben wir schon Lehm. Nice, holt mal. So, etwa so. Schon noch hübsch. Kann man da auch, wenn ich so mache, kann ich denen hier zuschauen. Ah, okay. Ums Gesicht rendern hat es nicht gelangt. Mehr Bäumholler haben? Nicht, he? Was ist das da oben? Kohle. Kohlelager voll. Geht jetzt Schlimmeres? Wahrscheinlich mit Wasser. Aktuell 9 Wasser. Wo das Eigennamen holen. Und dann hat jemand von euch schon etwas gesehen, da, wie man Oase. Das ist die nächste Richtung, wo wir reingehen. Da. Die Wasser ist immer gut. Was ist das? Kohlevorkommen, da haben wir schon voll. Also, wir da. Ah, nicht zu weit führen, nicht zu weit führen. Alles gut, da bleiben ist schon gut. Da machen wir noch einen und für da 2. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich muss so eine Lehmhütte bauen. Aber vielleicht muss ich gar nicht einen Lehm. Das ist zum Lagern, aha, okay.
Ja, Lehmhütte macht glaube schon am meisten Sinn im Moment. Machen wir mal eine Lehmhütte. Ah, es ist Nacht. Nahrungslager fast voll. Tatsächlich. Das heisst, Nahrung-Dings im Moment macht nicht so viel Sinn. Dann lassen wir das für einen Moment. Holen wir Holz. Und dann machen vorwärts. Ah, man kann da Zeit beschleunigen. Das ist auch noch gut. Machen wir mal. Usch. So geht's vorwärts. Aber es ist ja so. Das ist schön entspannend, das ist schon noch gut. Ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen Space Haven am Spielen. Oh, 3 Leute brauche ich. Kann ich irgendwo 3 Leute? Oder muss ich aufhören? Oh, was ist das? Ich bin so schnell abgelenkt. Reliktruine. Weise Arbeiter zu... Ah, doch, das kann man schätzen. Schätzen. 3 in Wäldern, 3 bei Kohlevorkommen. Okay, Kohlevorkommen müssen wir nicht mehr. Wo war das gewesen? Also, so von der Übersicht her muss ich sagen, mit WASD kann man auch noch. Das wo war das Kohlevorkommen gewesen? Ah, da. Ja? Nein, das war es nicht. Jetzt habe ich einen Untätigen. Da vielleicht. War ich noch Leute gehabt? Wieso sieht man das? Sieht man nicht so gut, muss ich sagen. Also Holz haben wir. Jetzt kann ich einen schicken zumindest. Gang da suchen. Ballon sind es. Stimmt, die einfach nach Ballon suchen. Da habe ich noch welche drin. Das ist natürlich viel zu weit weg und völlig unnötig, weil der Speicher voll ist. Und jetzt sollte ich eine Lehmhütte bauen. Und jetzt haben wir da den runden Kreis. Der runde Kreis. Das Overlay ein bisschen, kommt ein bisschen weg. Ich würde echt gerne sehen, dass ich... So. Das ist gut. Bauen das. Wo haben wir einen wollen? Da haben wir einen geschickt. Relikte gefunden. Naja, 3 Relikte. Zum Handeln. Nice. Zu der Oase haben wir wollen. Die war... Es ist dunkel. Vor irgendwann, glaube ich. Ja, da. Ein bisschen da in die Richtung. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Ja, unsere fliegende Stadt wird grösser. Tempo. Mit jedem Gebäude, das du baust, wächst der Luftwiderstand deines Königreichs. Macht Sinn und macht es langsamer. Um dein Tempo wieder zu erhöhen, brauchst du Antriebsgebäude. Ja, du verbrauchst ununterbrochene Ressourcen wie Kohle, Nahrung und Wasser. Je schneller du reist, desto schneller bist du am Ziel und desto weniger Ressourcen brauchst du unterwegs. Bau genug Antriebsgebäude, um möglichst dicht am Höchsttempo zu bleiben. Außerdem kannst du dein Stadtzentrum verbessern. Also gut, da haben wir das Tempo. Also was sind denn Antrieb? Ich muss sie erforschen. Macht Sinn, ne? Aber ich kann ja noch gar nicht erforschen. Ist das, weil das am Laufen ist, das andere? Das kann natürlich auch sein. Und dann kann man das irgendwann upgraden, hä? Also gut. Also so schnell sind wir schon nicht mehr, wir sind schon recht langsam. Aber ich kann immer die Zeit höher aufstellen. Zeug schneller. Zeit schnell. Das ist Freitag, ich habe kein Deutsch heute. Ihr wisst, was ich meine. Da, Oase. Gibt Wasser. Ich glaube, nicht mehr so viel. Ich habe nur noch 6 von 30. Ja. Also 3 schicken lenkt. Was ist das? Mal draufklicken. Königreich Rutula. Das ist, glaube ich, unser Ziel gewesen. Um die Prophezeiung zu erfüllen, muss Rutula mit uns verbündet sein. Unsere Maschinen erfüllen die Menge mit Ehrfurcht und verschaffen uns eine Audienz bei der Königin. Wir könnten auch nach alten Entwürfen suchen, um mit Hilfe unseres Wissens wundersame Technologien daraus zu erdenken. Also entweder wir suchen nach alten Entwürfen und können wahrscheinlich neue Sachen im Tech Tree.
Oder mit den Missionen. Ich will mehr Tech. Okay. Ah, ja da. Segel zum Beispiel ist für Antrieb. Das ist dann noch gut. 4 Arbeiter benötigt das. Ventilator. Das ist zum oben bleiben. Und die Glashütte verwandelt etwas in Glas. Ah, das möchte ich. Also, das hat mir jetzt Ding gekostet. Okay, also dann machen wir noch Missionen für sie. Sie bitten uns bei einer wichtigen Sache um Hilfe. Die Königin erzählt, dass das große Gewächshaus verfallen ist, wenn wir doch nur Ressourcen auftreiben und einen Teil unserer Arbeiter zum Wiederaufbau entbehren könnten. Solche Missionen sind der erste Schritt, das Vertrauen eines Königreichs zu gewinnen und es schließlich mit anderen zu verbinden. Ich würde das eigentlich gerne machen, aber meine Dinge sind alle beschäftigt. Kann ich das ändern währenddem oder muss ich da zuerst raus? Scheinbar muss ich zuerst raus, hä? Weil das habe ich ja. Also ich muss eigentlich einfach... Und da kann man noch handeln. Handeln müssen wir glaube ich im Moment nicht. Okay, aber es ist gut zu wissen, dass man kann handeln. Das machen wir, wenn wir es dann brauchen. Also, schnell Arbeiter da entziehen. So. Und geht das jetzt, oder? Ja, da. Wir helfen euch. Wir bauen das Gewächshaus wieder auf. Da stehen eigentlich noch neue Sachen. Schauen, ob wir das noch lesen. 150 Einwohner. Okay, da kann man scheinbar eine rechte Siedlung in der Luft bauen. He? Okay. Listen in Fenstern. Wenn du deinen Mauszeiger über die Leiste oben hältst, werden dir Infofenster mit mehr Details über ein Königreich angezeigt. Einige dieser Fenster enthalten Listen, die als Schnellzugriff dienen. Okay. Im Einwohnerfenster findest du zum Beispiel eine Liste mit allen aktuellen Tätigkeiten. Ah ja, das ist einfach das, ja. Okay. Und da kann man auch... Ah! Das wollen sie mir zeigen. 5 Leute sind am Forschen. Das sind viel. Aber wir brauchen Leute. Also die da bauen das Gewächshaus wieder auf. Was brauchen wir noch? Kohle? Ja, haben wir noch einen? Noch ein bisschen Kohle. Essen. Essen haben wir genug. Wasser haben wir immer noch ein bisschen weniger. Das heisst, da in der Oase ist glaube ich schon am besten. Aber wir haben glaube sonst keinen mehr. Ja. Kann man das pausieren oder so? Nein. Also das heisst, man hat dann einfach 3, die automatisch das machen. Vielleicht muss ich wirklich noch ein bisschen mehr Leute holen. Hm? Gleichzeitig muss ich dann aber auch wieder mehr Häuser bauen. Dann brauche ich wieder Holz. Okay. Und da ist Lehm. Haben wir noch Lehm? 11. Easy, easy. Und schon. Und schon. Und jetzt... Das geht noch einen Moment. Vielleicht wenn wir noch einen Ventilator dran bauen, dann einfach was lustig ist. Ah, wir müssen jetzt zuerst erforschen. He? So. Doch. Kommen wir gerade so weit. Also das Gewächshaus noch fertig. Und wir zerstört. Dank unserer Ressourcen und Arbeit wurde das Gewächshaus wieder aufgebaut. Im Zuge unserer Bemühungen schließen sich einige Einheimischen unserer Sache an. Nice. Doch das große Gewächshaus bleibt welk, sein Hain verrottet. Die Königin bittet uns, ein Setzling bei den Goldbäumen von Kaldaur zu suchen, um ihre einst üppigen Gärten neu zu säen. Der genaue Standort dieser Bäume ist ein Mysterium. Okay, aber markiert. Wir probieren es. Haben sich jetzt... 2 haben sich angeschlossen. Ich sehe es da oben. Das heisst, die brauchen wieder ein Haus. Wohnblock. So. Doppelhaus. Gut. Technologiebaum. Jetzt können wir da sicher... Das Segel. Ja. Und das Segel. Ja, das ist glaube ich das Beste. Was ist das da neu? Ja, das tut einfach die Sachen. Also wir brauchen jetzt weniger Wasser, das ist schon mal gut. Aber jetzt sollten wir echt auch noch mehr können schicken, oder? Ja. Da haben wir noch 2 Untätige. Kohle haben wir genug. Noch ein bisschen Nahrung holen. Wie sieht es aus mit der Nahrung? Da links 26, das lenkt eigentlich. Dann gehen wir eher in die Richtung. Gehen wir mal dafür. Ah, da jetzt noch.
Gang suchen. Schon noch schön gemacht, da mit diesen Siedlungen und so. Ah, die Wolken gehen weg, wenn wir drüber. Sorry. Bäume. Bäume sind immer gut. Holz braucht man recht viel. Schicken wir mal ein, die können da ja rumfliegen, das kommt jetzt oder was? 2 Relikte gefunden. Nice, da könnten wir eigentlich wieder etwas traden. Ah, machen wir jetzt nicht. Karte, ja. Da mal schnell reinschauen. Finde den Goldhain, das ist wahrscheinlich irgendwo dort rechts. Dann gehen wir dort rüber nachher, ne? War das irgendwie markiert? Was ist das da? Das sind einfach mehr. Also gut. Das ist ein bisschen... Ist noch nicht ganz optimiert für Deutsch, ne? Wandteppich. Ah, das ist so. Okay. Also gut, das heisst aber... Wir müssen... Was ist das? Osten. Nein, Westen. Nein, Osten. Dort rüber. Ja, das macht Sinn. Also gut. Wir probieren dort rüber zu gehen. Aber zuerst mal ein bisschen mehr Holz holen. Was ist das Holz gewesen, da? So, jetzt können wir einen Antrieb bauen. Dann sind wir noch ein bisschen schneller. Das ist super. Was erforschen wir in der Zeit, wo wir nichts mehr können? Da einfach Grundlegendes, weniger Nahrung oder so. Wir holen Holz und jetzt hat es eigentlich je nachdem auch schon länger für das Segel, nicht? Ah nein, 15. 4 Leute. Aber er braucht nicht. Er braucht nur für den Bau 4 Leute. Oder? Das ist auch nicht das Problem. Ich glaube 2. Ja. Ich wollte ein Segel. Natürlich wollte ich ein Segel. 15. Das sollten wir bald haben. Schau, was unsere Mitarbeiter so machen. Mitarbeiter, ja, so nennen wir sie von jetzt an. 3 Wälder, 3 bei der Oase. Wasser haben wir aber eigentlich genug, also brauchen wir die nicht mehr im Moment. Und dann noch ein bisschen Wald geholzen da. So. Dann hast du einfach so, das ist gut. Und jetzt nicht weg. Segel. Jetzt. Aber ich habe keine 4 Leute. Das heisst, ich muss wirklich. Machen wir das jetzt? Zuerst immer Holz sammeln. Zuerst immer all das einfach aufladen da, möglichst schnell. Und dann gehen wir richtig dort den Goldhain, bevor wir das Segel bauen. Es kann nicht sein, dass das 4 Leute braucht andauern. Das müsst ihr es selber drehen, oder? Was ist da los? Gut, irgendjemand muss es wahrscheinlich antreiben. 4 Arbeiter, ne? Das sind dann wirklich 4 Leute. Traumjob. Also los. Macht vorwärts. Holz haben wir. Ist das noch nicht Max? Kann man mehr Holz haben in dem Fall? Ja, aber das langt für einen Moment. Sind wir da wieder. 1, 2, 3. So, das machen wir gleich das Segel. Ist mir gleich, ich will das Segel. Ja, wo wollen wir es machen? Können wir es da zwischen rein machen? Geht das auch? Hey, ich komme nicht ganz draus. Also drehen kann man scheinbar nicht. Das heisst, es ist einfach so, wie es ist. Dann hätte ich gesagt, ich tue das mal da hin. Sehen Sie denn? Und sobald wir das haben, gehen wir rüber zu dem Heini da. Wasser haben wir genug. Kohle haben wir auch genug. Kohle brauchen wir, glaube ich, zum oben bleiben. Sind wir jetzt gerade gesunken? Ah ja, Auftrieb. Okay, also 40 Auftrieb haben wir jetzt gut, 36 Gewicht haben wir jetzt schon, also darum sind wir ein bisschen abgesunken. Ja, fast fertig.
So, ich schaue, wie sie das da betreiben. Tatsächlich. Jetzt haben wir noch mehr gesunken. Okay, aber jetzt sollten wir schnell sein, ja? Oder schneller. Ja, 76%. Also Osten. So, let's go. Speed. I am Speed. Nice. Die armen Keiben da tun wir aber schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Kann ich leider nicht. Das ist ein bisschen... Es geht nicht mit, sobald man aus der Zentrierung rausgeht. Das ist ein bisschen schade. Also gehen wir mal in die Richtung. Von der Kohle her sollte es easy längen. Ja. Ah, die hören dann automatisch auf. Das ist auch gut. Was ist das? Lehm? Nein, das ist Kohle. Und beim Vorbeifliegen schnell holen da. Ist das da echt der Hain? Der Heini. Stein. Ja, das ist wahrscheinlich der Heini. Kennt da immer. Der Heini. Oh. Muss glaube die Sens noch ein bisschen umstellen. Geht das da? Noch schnell zum Schauen. Mausempfindlichkeit beim Drehen. So, Mausempfindlichkeit beim Zoomen. Gut. Easy. Na, schon viel besser. Sonst tut es dort schnell und dann kommt man nicht nach. Kohlelager fast voll, ich weiss. Das ist für die anderen da noch. Also, kann man da schon welche schicken? Nein. Also hört auf mit der Kohle. Kohle haben wir genug. Hopp. Zu weit weg. Okay, da muss man noch nichts warten, bis man in Range ist. Was ist das da? Ewige Schmiede. Eine große Schmiede glüht heiß mit bunten Funken, obwohl die nahe Siedlung längst verlassen ist. Die Metallarbeiten sind ebenso farbenfroh wie die Funken, die aus der Esse sprühen. Die genaue Legierung ist ein Mysterium, doch anscheinend können wir mit ihr die Farben unserer Metalle verändern. Extras, Gebäudemotive. Farbe. Ich muss gar nicht wissen, ich will es gar nicht lesen, ich will einfach die Farbe anpassen. Metalle. Auf alles. Alles rot. Ob ich jetzt das schöner finde, weiß ich nicht, aber joi. Das heisst, man kann die Farbe von dem Metall anpassen und auch vom Holz und so, von den Mauern und von der Beleuchtung. Das freut mich jetzt. Ja, jetzt habe ich es nicht gemacht, man muss das unten noch bestätigen. Egal, zuerst ein Holz und dann machen wir das nochmal. Oder doch? Ah, es ist ja angepasst rot, sorry. Es ist ja noch das Metall. Machen wir die Beleuchtung auch noch rot. Oder so, da sieht es aus wie so ein Hexenturm. Nice. Nehmen wir. Ah, das ist sicher der Hain. Ah. Auf der Map schauen. Ewige Schmiede ist da. Ah nein, es ist da einer. Ah, dort sehe ich ihn. Gut. Dort durch. Was ist das? Quarz. Quarzminze. Mine. Nein. Noch einer soll da ein bisschen holen. Ich glaube, das kann man immer brauchen. Das ist noch ein guter Ort da. Da haben wir einen Goldhain. Ein kleiner Hain aus golden schillernden Bäumen umgibt eine Ruine der Alten. Okay. Dies sind die Goldbäume von Kaldaur. Wir ernten einen Setzling, stets darauf bedacht, den Hain nicht zu zerstören. Nice. Also dann haben wir ihn wieder, jetzt müssen wir wieder zurück. Ernsthaft. Hin und her fliegen da. Egal, machen wir noch einen. Jetzt zuerst noch ein bisschen Holz sammeln. Wir haben schon 42, so viel brauchen wir nicht mehr. War das nicht? War das nicht? Nein, also gut, halt nicht. Ja, also gut, dann haben wir den Setzling. Holz haben wir eigentlich auch genug, dann gehen wir halt zurück. Wo war es? Dort. Dann warten wir mal schnell. So schnell die Aussicht geniessen.
Schon sehr hübsch. Kann man nicht viel sagen. Da sind wir schon genug nach. Geht nicht. Ja, ist das da Lehm gewesen? Nein. Was schon wieder nicht wie Lehm ausgesehen hat. Da einer. Wohnblock verbessert. Mal, da kann man noch Segel erhöhen, dass wir noch schneller sind. Das ist ja logisch. So, jetzt sind wir genug nach. Die Rutulaner beginnen ihr großes Gewächshaus neu zu bepflanzen. Während es gedeiht, sprießen in der Nähe neue Haine. Oh, da wird auch größer die Stadt, in denen wir Holz ernten können. Einige weitere Rutulaner schließen sich uns an. Uff, Gott, 3 neue. Nun, da der Hain neu gepflanzt wurde, sind die Rutulaner von der Prophezeiung überzeugt. Sie verbünden sich mit uns. Um unser Bündnis zu besiegeln, müssen wir einen Himmelshafen bauen. Okay, ich brauche mehr Lehm. Okay, dann muss ich einfach noch Lehm haben. Das haben wir ja gesehen davor. Das ist das da gesehen. Dann gehen wir da hin. Gut. Und Holz hat es auch noch eins gegeben, wo wir jetzt von ihnen klauen können. Das ist auch gut. So, da, holt Lehm. 4 Leute, nein 3. Noch ein bisschen mehr Holz, einfach weil wir es können. Und Nahrung. So. Und die brauchen noch 3 Häuser, ne? Nicht vergessen, die Leute müssen können. So. Und dann da, glaube ich. Ja, da passt. Und wer baut jetzt die? Das sind ja... Da alle tätig sind, baut sie niemand, ne? Okay. Auftrieb, oh. Oh. Sieht immer noch gut aus. Jetzt müssen wir einfach langsam schauen wegen Auftrieb. Das heisst, wenn wir vielleicht das erforschen und nicht da. Also das können wir erforschen. Das Rutulaner können uns doch das verkaufen. Oder? Entwürfe. Ventilator da. Gib mir den. Und jetzt muss man aber noch erforschen. Der Ventilator. Da. Ja. Aber ich kann nicht. Ich will nicht sinken. Da. Das ist eine fliegende Stadt, keine abstürzende Stadt. Aber würdet ihr da leben, so einer fliegenden Stadt? Ich nicht. Vor allem, weil es da so Löcher hat, wo man runter sieht und ich habe Höhenangst. Man würde es immer etwas so sehen. Ja. Lieber nicht. Ein bisschen näher jetzt zum Lehm gehen. Ja, nein, wir haben es ja schon. Jetzt haben wir es dann bald. Da, so. Einige Einwohner haben kein Zuhause, ich weiß. I know. Die können es jetzt bauen da. Wie viel? Jetzt noch schnell schauen, bevor 0,5 benötigt. Okay. Also gut. No. Habe ich genug gebaut? Längst noch eins, oder? Habe ich noch eins gebaut? Ja, da ist gut. Neigung und so, sieht die noch gut aus? Wo sehe ich die? Ja, keine Neigungsprobleme. Gut. Lehm brauche ich wie viel? 10 ist es gewesen, glaube ich. Bevor ich die Mission kann fertig machen, schnell da. Spulen. Wir haben 4 Untätige, das ist zwar nicht so gut. Holen noch ein bisschen Wasser. Und noch ein bisschen mehr Nahrung. Ja, da ist näher. So. So, jetzt können wir vorspulen. Sorry, nebenbei noch am RWF verfolgen. Haut ich mich jetzt als das ist auch noch gescheit. Was RWF, sorry, ich stehe gerade auf der Leitung. Was ist RWF? Muss man das wissen? Sollte ich das wissen? Kann gut sein.
Okay, jetzt habe ich natürlich zu viel. Die brauchen wieder Arbeiter. Das 2. WoW Race to World First. Für was gibt es denn jetzt noch ein World First bei WoW? Ist ein neues Ding rausgekommen? Ein neues Add-on? Spielst schon lange nicht. Aha, ja, das habe ich jetzt gemacht. Wir warten, bis sie da unsere Freunde werden. Das geht eine Weile scheinbar. Neuer Patch und letzter Raid vom Addon. Okay. Und das ist schon gut, du musst nicht sorry sagen übrigens. Race to World First. Ich habe viel zu wenig WoW gespielt, um das irgendwie zu verfolgen. Anschließend stirbt das Spiel hoffentlich. Ja, die Chance ist gross mit so den neuesten paar Editions zu MMOs. Lost Ark hat ja glaube ich immer noch ziemlich viele Spieler. Obwohl ich ja aufgehört. Ich merke, ich habe keine Zeit für so Sachen. Ich brauche immer noch mehr Lehm. Wo hat es da Lehm? Das Lehm da. Da hat es ein bisschen. Alle Arbeiter beschäftigt. Wo haben wir denn unsere Arbeiter? Da haben wir noch eine bei der Oase. Das ist zu viel. Da, hol Lehm. Ja. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Sehr gut. Da kommt jetzt der Wandteppich, der so anpasst. Königreich Rutula sind jetzt unsere Verbündeten. Ausgezeichnet. Die haben Feuerwerk. Aber so ganz grundsätzlich, wieso leben wir in der Luft, wenn wir auch unten leben können? Der fertiggestellte Himmelshafen verbindet Rutula nun mit uns und seinen Nachbarn. Außerdem haben sich viele Arbeiter unserer Sache angeschlossen. Sie wollen uns jede Stunde +1 Holz liefern. Das ist sehr gut. Das heißt, okay, ich verstehe es. Man kann indem, dass man die Städte da als Verbündete gewöhnt, hat man so ein bisschen einen Grund bekommt, ich bin am Lesen gleichzeitig, bekommt man so eine Grundlieferung von Ressourcen alle Stunde. Das ist natürlich noch gut, weil dann muss man nicht immer hin und her fliegen und all die Sachen sammeln. Wenn wir unser Bündnis besiegeln, erzählen uns die Einheimischen noch einen vergessenen Mythos der Alten und ihres Wissens. Den Legenden zufolge zogen 3 einzigartige Wunder als Teil des Königreichs der Lüfte über die Himmel. Ein jedes Wunder erstrahlte vor Herrlichkeit und verließ einen Erbauern großes Wissen und Geschick. Also gut. Doch als die große Hauptstadt verschwand, gingen auch diese Wunder verloren. Erzählungen zufolge wurden sie in alle Winde verstreut und liegen nun in Bruchstücken auf dem Land. Vielleicht könnten wir diese Wunder wieder aufbauen, wenn wir einige der Bruchstücke fänden. Wir schrieben jedes Detail über ihre Funktion und ihre vermuteten Positionen auf. Okay. Das heisst, man hat eine neue Sache eingetragen. Oder auch nicht. Oh, das ist grösser, als ich gedacht habe. Okay. Also, definitiv ein bisschen etwas zum Entdecken. Bibliothek. Na, das lesen wir jetzt nicht alles noch. Aber okay. So wie können wir wahrscheinlich nicht all die Sachen zu finden. Aber gut zu wissen, dass es das alles gibt. Wir haben noch mehr Einwohner bekommen und noch zu wenig Häuser. He? Holz haben wir genug. Also könnten wir noch ein bisschen Häuser bauen, aber nein, zuerst Auftrieb. Wir brauchen einen Fenty. Das ist der so kleine rote Kreis, das heißt, die Leute wollen nicht neben dem wohnen. Was ist da? Perfekt. Da haben wir so. 5 Untätige, aber zuerst mal Auftrieb machen und dann neue Wohnblöcke bauen. Da. Ich glaube, wir brauchen noch mehr als das. Sollen wir dann anfangen, neue Wege bauen und da hinten oder so? Big. Oh, ich habe nicht so clever gebaut, merke ich gerade. Ich denke, da kann ich einen Weg dazwischen machen, aber... Nope. Mal hier einen Weg hindern.
Da noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe natürlich überall das Gefühl, ich könnte hier einen Weg machen. Man lernt immer etwas dazu. Wir da mal noch einen Weg hinter, dass wir den sicher haben. Gut, was haben wir wollen machen? Jetzt haben wir wieder ein bisschen wenig Holz. Aber wir haben den Auftrieb haben wir jetzt gemacht, jetzt haben wir 60, das ist gut. Jetzt können wir also nehmen noch 2, die kein Haus haben. Das wollen wir natürlich nicht. Und da noch ein Doppelhaus haben. Von der Neigung her haben wir glaube ich noch ganz kleine Probleme. 2 Grad nach rechts. Okay, der ist noch nicht ab, oder? Gibt es irgendeine Neigungs... kann man das irgendwie anschauen auf eine gewisse Art und Weise? Scheinbar nicht. Die violette Beleuchtung ist super. Also, sind wir etwas am Erforschen? Ja, sind wir. Sind da neue Flüger am machen, dass wir noch mehr rumfliegen können. Ein bisschen Kohle noch holen. Das ist immer noch Nahrung sammeln, das ist gut. Lehm. Das, was noch übrig hat. Und dann gehen wir in welche Richtung gehen wir? Wo wollen wir hin? Wieder da rauf. Ich sage, wir gehen wieder dort rauf, also Richtung Norden. Da in einer Welt. Könnte man. Wie schnell sind wir jetzt eigentlich? Wir sind immer 68%, das ist easy. Jetzt müssen die hier wieder arbeiten. Wir haben tatsächlich ein bisschen Neigung, wenn wir das so anschauen. Das ist vielleicht nicht so gut. Eventuell müssen wir da etwas dagegen machen. Oder ist schon die Richtung? Oder ist es... Mal. Das heisst, wir müssen hier noch ein bisschen Gewicht hinbringen, dann machen wir da noch irgendwie einen Weg. Kann wir irgendwie da rüber. Wir haben fast kein Holz mehr. Bis wir da vorne sind. Da hat es viel Holz. Also, das war die Schmiede, das haben wir vorhin schon gesehen. Nahrungslager fast voll. Eine hat aufgehört Nahrung sammeln, das ist gut. Die haben aufgehört Kohle sammeln, das war ein Drive-By oder ein Flyby, von dem her. Das passt schon. Das haben wir schon gesehen. Was ist das? Dicke? Kann man da schon Leute checken? Nein. Mehr Holz holen. Aber schon schön entspannend, das Spiel. Ich mag so Spiele noch. Also wenn man einfach so ein bisschen die Stadt aufbauen kann. Gut, eben, da muss man jetzt schon ein bisschen mehr schauen als bei anderen so Spielen, die man einfach machen kann. Aber es ist cool, dass es die Neigung gibt. Wir probieren es jetzt aber nicht zu übertreiben mit der Neigung und extra da weiterbauen. Wieso die Neigung das gerecht? Sind die so schwer? Dann schauen, die brauchen 0,5. Und wie viel ist zum Beispiel in der Hangar? 2. Das sind aber natürlich recht viel. Ne? Aber wir müssen sicher hier jetzt bald etwas bauen. Das Problem ist, wir kommen mit den Wegen nicht wirklich dorthin. Außer hier hin. Also, jetzt holen wir das Holz, dann können wir hier noch ein bisschen das umbauen. Irgendwie so. Haben wir jetzt immer noch eine Neigung. Ja, Weg braucht glaube ich kein 0,01. Okay, also Weg kann man so viel bauen wie man will. Also gut, das ist gut. Aber dann haben wir da hinten wieder die Möglichkeit zum Häuser bauen, obwohl wir jetzt hier natürlich nur ein Zweierhaus haben. Und hat davon. Das Haus brauchen wir keins mehr, die sind alle da. Die Erforschung ist jetzt dann fertig. Holz sind wir am Holen, gehen noch weiter entdecken, dann gehen wir mal da durch. Nahrung haben wir genug, Wasser haben wir genug. Warz haben wir noch nicht so viel, aber jetzt haben wir mehr Flüger. Nice. Was bauen wir als nächstes? Haben wir irgendwie etwas Neues da? Die haben wir ja schon. Sehnsüchte. Kommt einfach später noch, noch weniger Nahrung brauchen. Eigentlich haben wir nie wirklich Probleme gehabt mit Nahrung. Kann man irgendwie Holz sammeln, verbessern. Also Stadtzentrum einfach verbessern.
Ich tue das mal noch einfach Tempo, damit wir schneller rumfliegen können. Oh, was ist das? Kleine Siedlung. Ja, wir wollen mehr Leute. Der Najid Wessem, mindestens ausgeglichen, den nehmen wir. Der Moluk Isso, insgesamt zufriedene Einwohner, den nehmen wir. Und der Umno Esun. Ist interessiert, aber misstrauisch. Der braucht Überglückliche. Wenn wir den nehmen, was ist... Wir nehmen den. Wir sind nun bekannt als Gemeinschaft der Lüfte. So wie unsere Gemeinschaft wächst, so nehmen auch die Zweifel und Ängste der Übersiedler aus anderen Königreichen zu. Wie sollen wir ewig in den Himmeln überleben? Treu ergeben, wie sie dem Licht sind, sorgen sich diese Leute darum, von seinem Pfad abgekommen zu sein, sowohl körperlich als auch spirituell. Ihre Sehnsüchte müssen gestillt werden. Wir müssen alle unsere Wege mit Licht erhellen. Okay. Glaubensstätten können wir bauen. Sehnsüchte, bla bla. Zu Beginn unserer Reise wissen wir von beiden Bauten nichts, doch sicher warten in anderen Königreichen Ideen, die wir für die Himmel erforschen können. Also gut. Holz haben wir schon bald wieder genug, jetzt müssen wir aber noch mehr Häuser bauen. Und die müssen wir jetzt... Das hier ist rechts, oder? Ja, das müssen wir jetzt hier auch noch irgendwie bauen. Da machen wir jetzt noch... Wenn wir die hier machen, gilt das schon rechts. Oder erst da? Ich mach mal da zwei hin. Oder weißt du? Ich mach da 4 hin. Ah, jetzt ist es nur noch 1 Grad nach rechts. Das ist gut, also wir sind zum Ausgleichen. Das passt, das passt. Zu diesen Lehm. Lehm? Und da sind wir da gewesen. Ja, das haben wir schon gesehen. Geht voran. Aber der Lehm. Von daher sind wir gekommen. Ja, das passt, dann gehen wir da weiter Richtung Norden. Ah, da jetzt noch eine kleine Siedlung, können wir noch mehr Leute holen. Nice, 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 nice. Jetzt haben wir 11 Untätige, das ist ein bisschen viel. Das heisst, wir müssen vielleicht langsam irgendwie überlegen, was wir noch bauen können. Und da mal noch ein paar zum Lehm schicken, da noch ein paar zum Holz. Nicht genug Flieger. Im Hangar kann man noch mehr Flieger bauen. Nein, man kann sie aber anpassen. Die sind gar nicht Kupfer. Wir können höchstens noch mehr Hangars bauen, wahrscheinlich. Hangaren. Hangi. Was ist die Mehrzahl von Hangar? Hangaren. Hangaren. Ich bin für Hangaren. Das ist noch mehr Lehm. Leck. Hangaren tun gut, gell? Ja, danke, Troy. Ich habe schon gedacht, dass ich recht habe mit Hangaren. Ich schaue, ob ich noch mehr Hangaren bauen kann. Braucht Lehm. Vielleicht kann man ihn upgraden oder so. Eine Arbeit, ja, das ist gut. Jetzt muss ich nicht noch mehr Quarz haben. Komm ich schon dort hin? Zu weit weg. Will aber! Also Lehm bekommen wir jetzt langsam. Wir haben doch noch recht viel von dem, das ist also gut. Ist genug nach? Nice. Noch mehr Siedler? Einfach alle einladen. Der Hilyet Baba, du kommst mit. Shemado Ganum, du kommst mit. Und Karot Zem. Oh. Ein paar sind nicht mehr so glücklich, dass ich den nicht mitnehmen kann. Karot Zem, du bist mühsam. Mühsam sich. Also neue Blöcke. Da mal 2. Wie machen wir denn die glücklicher, die Leute? Mit die irgendwie... braucht sicher eine Sehnsucht. Also muss ich irgendwie etwas herausfinden. Wie dass ich ihre Sehnsucht kann bedienen. Ja, mal so ein bisschen rauszoomen und schauen, wo man so schnell jetzt Relikt.
Gehen holen. Hier vorne. Nochmal eine Siedlung. Ja, aber also bringt ja nicht viel, wenn ich 100 Leute habe und niemand arbeiten kann. Kann man das irgendwie, muss man noch mehr von denen bauen oder so? Ah, man kann einen zweiten Hangar bauen. Muss ich wohl fast. Hinten. Da hinten ein Hangar. Wo will ich den Hangar? Oder da? Also, schön bauen hätte ich mir auch können, aber... Das ist rechts. Rechts ist dort hinten. Das heisst, ich müsste es eher hier hinbauen. Also weißt du, jetzt machen wir da zuerst noch mehr Wege hin, damit ich nicht mehr wieder alles verbauen. Da gibt es einen kleinen Platz. Einfach weil wir es können. Dann gehen wir da rüber. Das ist noch da am Rand entlang. Und dann machen wir noch einen zweiten Hangar, einfach weil wir es können. Also, ich meine, wieso nicht? Wenn es dann wieder funktionieren. Machen wir es so. Nein, ich wäre es cool, wenn sie in die gleiche Richtung rauskommen. Das ist ein bisschen schwierig zu platzieren, manchmal muss ich sagen, vor allem wenn es da so zwei Dinge hat. So ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob es das... Also, ich glaube, ich kann jetzt mehr Leute abschicken, oder? Zum Sammeln. Dann habe ich ja mehr Flüger. Das heisst, wir können gerade noch ein bisschen mehr Nahrung holen da. Ich holen. Das holen. So, Bäume. Wann? Bäume. Lehm. Zu weit weg. Wir haben Wellen weiter Richtung Norden. Ah, egal. Wir gehen mal weiter Richtung Norden. Dann finden wir sicher auch eine coole Sache. Wenn es ein bisschen leer aussieht da. Was ist das? Da sehe ich etwas. Das sieht interessant aus. Wir gehen dort rüber. Schneller. Wir sind nicht mehr so schnell, glaube ich. Vielleicht muss ich noch mehr Ventilatoren. Nein, Ventilatoren. Die hier. Segel bauen. Unsere Stadt gedeiht. Wir haben ganz viele Flüger. 10 untätige Leute, was nicht so optimal ist. Aber da holen noch ein bisschen Wasser. Beim Durchfliegen. Ist halt, wenn man weiter wegfliegt, dann geht es länger, bis sie zurückkommen. Und es längt wahrscheinlich nur für ein Ding. Aber immerhin ein bisschen etwas holen, wenn wir vorbeifliegen. Aber ich will da führen. Was ist das? Das ist das Königreich. Nice. Der ist gerade... Okay, die fliegen manchmal einfach durch die Stadt durch. He? Kannst du plündern oder ist es ein friedliches Game? Ja, das frage ich mich bisher auch. Bisher habe ich noch nichts plündern. Von dem her, ich gehe mal davon aus, dass das nicht unbedingt Art vom Spiel ist. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen friedlich und gemütlich. Aber kann ja auch etwas Gutes sein, finde ich. Also, es kann natürlich sein, dass das noch kommt. Vielleicht gegen Ende vom Spiel oder gegen, wir sind noch nicht mal eine Stunde drin. Oder vielleicht auch nachdem es ein bisschen länger im Early Access war oder halt das Full Release. Ich glaube, es ist Early Access. Ich bin jetzt nicht mal ganz sicher. Ja, das da machen sehen die das nicht. Nein, kann ich schnell schauen. View Community Hub. Store Page. Nein, es ist nicht Early Access tatsächlich. Okay, sorry, ich kann es euch erzählen. Da heutzutage alles Early Access ist, habe ich das Gefühl gehabt, sicher Early Access. Lehm, gib Lehm. Mehr. 6 Leute. Ja, und dann gehen wir mal, nehmen wir noch zu weit weg. Da, Flügerstaffeln. So, jetzt. Wie heißt das? Kantis. Kantis-Kreuzung. Das Volk von Kantis lebt in der Nähe des Tals der Könige und so weiß es, wie kostbar die Schätze der Alten sind. Die Leute sind von unseren Flugmaschinen wie verzaubert und ihr Rat möchte mit uns sprechen. Mit ihrer neuen Technologie, was ist eure Technologie anschauen? Flügel erzeugt Antrieb, okay. Ruder erzeugt Antrieb. Geringe Kosten, kein Treibstoff, ein Arbeiter, wenig Tempo, okay. Glashütte. Glashütte wäre vielleicht auch noch gut. He? Strassenlaterne. Ja, meine Ideen sind nicht so zufrieden. Was ist denn das Problem? Ich kann das irgendwie anschauen. Das mit ein.
Ich komme noch nicht ganz draus mit dem System. Das kommt dann schon. Wahrscheinlich, weil ich die Sehnsucht noch nicht freigeschaltet habe. Jetzt haben wir da sonst noch einen Bauernhof. Ja, das ist auch noch gut. Da kann man nur mit Wasser kann man Nahrung machen, aber es kostet 10. So will ich nicht. Kohlehütte. 10. Gut, wenn es nicht Early Access ist, muss man sagen, dass da vielleicht ein bisschen an der Lokalisierung arbeiten müssen, weil dass das da so drüber hängt, das ist so ein bisschen unschön. Also wir können eigentlich nur Glashütte, Ruder, Bauernhof, nein, eigentlich nur Glashütte oder Ruder, nein, ich nehme mal Glashütte. Können wir die mal erforschen. Und dann hat es dann wahrscheinlich noch eine Mission, die wir noch auch annehmen, weil wir hier zuerst schnell umschauen, wo wir parkieren. Wir können gucken, diese Sachen, ich mache da mal ein bisschen spulen. Stadtzentrum verbessert. Also jetzt können wir da nämlich schnell... Was haben wir jetzt freigeschaltet? Das war Glashütte, die wir nicht mal... Oh, wieder langsam da. Ich komme in Stress, halt ein bisschen Wasser. Und dann können wir schnell die Mission da annehmen. Was wollen denn die von mir? Sie haben eine Bitte. Eine Gruppe Sucher ist seit langer Zeit verschwunden, nachdem sie in besonders trostlose Gefilde vom Tal der Könige geschickt wurde. Sie sucht nach einem Buch, wie es in Legenden beschrieben wird, doch offenbar haben sie sich verirrt oder schlimmer. Die Sucher haben die einzige Transportkarawane von Kantis bei sich, die bis ins Tal vordringen kann. Wenn wir die Sucher finden und nach Hause bringen würden, wäre uns ihre Treue gewiss. Also gut, suchen wir sie an. Handler lassen wir auch wieder sein. Wir sind da kein Händler, wir sind eine fliegende Stadt. Holz. Klar. So viel Flüger, wir müssen die auch brauchen. Also das heisst... Ja, schnell auf der Map schauen, wo dann... Da irgendjemand da innen. Okay. Das heisst... Schon in die Richtung, oder? Also irgendwo da... Hat es wahrscheinlich... irgendwelche Leute, die man anklicken kann. Gehen wir mal in die Richtung, da ist Holz. Ah, da sehe ich noch etwas. Also, ja, macht schon noch Spass. Und es ist eine coole Idee mit einem fliegenden Strategiespiel. Das erinnert mich ein bisschen, es gibt auch, was nicht, wie heißt, es ist nicht Raft, aber es gibt eins, wo man eine Stadt auf dem Wasser baut. Das ist recht ähnlich bisher. Was haben wir gefunden? Wie viele Relikte gefunden? 5! Wow. Dann wir vielleicht das noch schnell machen, bevor wir da... Hätten wir eine Strassenlaterne kaufen? Ich sehe nicht wieso, aber... Also das Ruder und Flügel. Ja, machen wir dann später. Kommen wir wieder zurück, dann, wenn wir die anderen gefunden haben, die sicher irgendwo da hinten sind. Ja, wieso ist der jetzt zu? Habe ich gedrückt? Habe ich drücken? Ja, irgendwo in die Richtung da. Aber einfach vorbeifliegen, kann man so ein bisschen die Sachen anklicken. Was ist das dort? Ich glaube, ich gehe dort drüber. Ah, da haben wir schon, das ist zu schnell gegangen. Mehr Speed. Einfach immer Speed. Das dort interessiert mich, das ist eine Siedlung. Können wir vielleicht noch mehr Leute rekrutieren da, weil Holz haben wir ja genug. Da dürfen wir kein Ding bauen, oder? Ja, das ist das, was es nicht gerne hat. Das wir mit da dann wieder... Ich mach schon mal 2 Häuser. Ah, wir können ja Sachen auch verschieben, ja. Die will ich auch machen. Dann hat es so einen. Sind wir immer noch in diesem Bereich drin? Ja, sind wir. Die Frage ist, wo das die Leute sind. Ah, da haben wir eine Siedlung. Komm mit. Juvo Baba. Ja, eh. Golmar Juba. Ja, eh. Der will nicht. Der ist wieder zu wenig zufrieden. Da hinten ist etwas. Was ist das? Unbekannte Ruine. Das ist wieder ein Schmied. Also gut. Jetzt können wir die Farbe wieder anpassen. Was haben wir für einen gefunden? Gold.
Goldige Stadt, also gut. Machen wir. Perfekt. Seht ihr irgendwo den Suchtrupp oder so? Wenn, dann müsste ich eher ein bisschen in die Richtung, wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Vielleicht dort noch jemand. Lager für Bauressourcen fast voll, Kohlelager fast voll. Machen wir mal noch ein paar Lagerhäuser. Da hinten oder so. Da. Und dann weg. Lagerung. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Lagerhaus gemacht. Nahrungsspeicher, wie viel auch noch machen oder ein Wasserturm. So schlecht gebaut teilweise. Kann ich das verschieben? Und ist da hinten. Oh, noch einen Wasserturm haben wir da. Ist auch nicht besser gebaut, aber ist jetzt gleich. Hallo? Suchtrupp? Hallo? Also ich kann mir übrigens vorstellen, dass wenn ich das nicht auf dem Stream würde spielen, dass ich das so oder so würde spielen. Einfach weil... Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, gemütliche Spiele. Das Gefühl, meistens bei gemütlichen Spielen bin ich irgendwann nicht mehr gemütlich und will vorwärts machen. So in vielleicht. Zumindest um die jetzt schnell zu finden. Oh. Das ist schon der Siedlung. Das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Wir suchen den Trupp da. Ist sicher irgendwo dort hin und ich fliege jetzt in die falsche Richtung. Ach, egal. Schnell so rumfliegen in Geschwindigkeit und dann wissen wir es dann. Wir sind halt nicht mehr so schnell, das heisst, ich könnte eigentlich nochmal so einen Antrieb bauen. Dann kann ich nicht, weil ich zu wenig Holz habe. Also gut. Holt Holz. Ja, 10. 10 einfach Holz holen. Und da bekommen wir noch mehr Siedler. He? Also, ist wahrscheinlich nicht gescheit, aber der Togo Esun wird kommen, der Aluf Dan wird kommen und der wird sicher wieder nicht kommen, der Fultar WSM, nein. Aber ja, mehr Leute sind mehr gut. Das ist schon gut. Da hinten weiter mit Häusern. Ja, zu wenig Holz. Da kommt das Holz. Haben wir 2 neue gehabt, ja. So, genug Häuser jetzt. Also da finden wir auch kein... Oh, noch ein bisschen Glas. Da finden wir auch kein Suchtrupp. Aber wir sind auch schon nicht mehr der Ding. Das heisst, wir müssen jetzt zurück. Und zwar... Einfach rückwärts dort drüber. Dort. Sicher dort irgendjemand. Vielleicht. Wer weiß. Ja, haben wir Glashütten schon gebaut? Haben wir nicht, ne? Die können wir nur bauen, wo es keine Häuser hat. Also da hin. So. Komm mal. So. Wenn wir Glas können machen. Vielleicht haben wir sie. Nein, wir haben sie noch nicht gebaut. Das ist gut. Leak! Oh! Schillernde Teiche. Machen wir schnell normal. Einige kleine Teiche neben einer verlassenen Siedlung glühen in sonderbaren Farben. Die Mauern der Gebäude sind in denselben Tönen wie die Gewässer verfärbt. Der Ursprung der Pigmente ist ein Mysterium. Die Farben unserer Gebäude verändern. Eis. Mauern. Seefahrer. Bodenkacheln. Oh, das machen wir einfach auf alles. So gut. Das ist mein Lieblingsfeature von diesem Spiel, dass man die Farben kann anpassen von diesen Sachen. Einfach, ich werd das Spiel nur spielen, um all die Farben zu finden, ist das gleiche. Ja. Oder? Das ist schon das gleiche. Ja. Wir haben in die richtige Welle, glaube ich. Nein, das stimmt schon, wir haben in die richtige Welle. Dort hat es noch etwas, dort hat es etwas. Da, das könnte sicher noch sein. Dort hat es mega viele Relikte oder so.
Unsere Stadt wird farbiger. Auftrieb haben wir genug, Geschwindigkeit haben wir nicht mehr so viel, aber eben. Ah, jetzt haben wir genug Holz. Also dann wollen wir da nochmal eins haben. So. Dann haben wir recht viele Untätige, die können ruhig ein bisschen arbeiten. Schicken. Ja, was ist das? Lehm. Wollen wir. Uralte Ruine. Noch eine Ruine des Alten Reichs, die in den Winden der Einöde verfällt. Es scheint, als erstrecke sie sich unter dem Boden noch weiter. Doch dorthin vorzudringen wäre gefährlich. Okay. Wir brechen fast auf, aber unter dem Schutt eines eingestürzten Turms erblicken wir einen rubinroten Schal. Waren die Sucher von Khantis etwa hier? Hastig räumen wir die Trümmer beiseite. Kurz darauf erklingen Jubelschreie vom Fuß des einstigen Turms. Die Sucher dachten, sie seien auf immer verloren, doch nun werden sie vom Anblick eines erneuten Reiches gerettet. Okay. Die werden also zu uns, aber wir bringen sie zurück, das ist gut. Nice. Da hat es noch recht viele Sachen. Da hat noch mehr Siedlungen, dann wir alle wieder rekrutieren. Ist sicher, wahrscheinlich ist es nicht mal clever, aber mehr Leute ist einfach wirklich mehr gut. Da haben wir schon da einen schicken und davor jetzt nochmal einen gehabt, oder? Ja, gut, zu weit weg. Häuser bauen, damit die Leute können leben und sich weniger beklagen. Kosten zu, jetzt haben wir zu wenig Holz. Jetzt müssen wir natürlich wieder irgendwo Holz finden. Relikt haben wir viel, auch nicht Holz. Da! Naja, so gut, machen wir. 7. Nicht gerade die ganze Armee losschicken da. So. Wasser, haben wir noch genug Wasser? Ja, wir haben viel Wasser. Ich brauche gar nicht so viel Wasser. So, Häuser haben wir jetzt auch genug. Haben wir eine Neigung? Nein. Das ist eine richtige Stadt da. Wir können einfach zum Holz gehen, wenn wir es hier sammeln können. Also die Forschung geht so ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwie beschleunigen können. Ich glaube, irgendwo. Nein. Wo ist die Ressourcenlagerung, Auftrieb? Es hat scheinbar recht viele Sachen, die man machen kann. Aber ich habe keine Geduld. Also mehr erforschen kann man da scheinbar nicht. Also dass die Forschung schneller ging, das wäre noch gut gewesen. Aber ja, noch. Aber es ist halt eher so ein gemütliches Spiel. Aber ich möchte halt da eine riesige, gigantische Stadt haben am liebsten. Aber bringt es halt nicht, wenn man das macht, wenn man... Ich kann noch mehr Segel rein tun. Triple-Segel. Nein. Ich brauche die Leute zum Sachen sammeln jeweils. Das ist gescheiter. Noch ein bisschen mehr Kohle, wir haben nicht mehr so viel Kohle. Ja, halt das auch noch. Und der Rest soll noch schnell Wasser holen. Und dann schauen wir sollten eigentlich wieder zurück hier hin, zu der Kreuzung. Wir haben die andere gefunden, das ist Norden. Ah, dort leuchtet es sogar. Dann tun wir ganz schnell ein bisschen vorspulen. Ah, wir müssen noch einen Ventilator bauen, so wie es aussieht. Das sinken wir dann irgendwann. Oh. Der braucht recht. Der hat recht Gewicht. He? Also gibt es starke Neigung, da haben wir wahrscheinlich ein Problem. Mal nicht da hin, das ist eine starke Neigung. Da. Das ist gut. Keine Neigungsprobleme, wenn wir ihn da hinten haben. Oder da? Da geht nicht und da wird niemand wohnen. Ah. Den Wasserspeicher hier weg tun. Und zwar der Wasserspeicher. Da. Und dann machen wir noch ein bisschen mehr Auftrieb. So, da. Perfekt. Perfekt. Und jetzt haben wir genug Zeit für gespult, um Sachen zu sammeln. Jetzt gehen wir, was haben wir gesagt, Norden, hä? Dort. Flieg!
Wie schnell sind wir? 60%. Könnte schneller gehen, aber... Du hast schon einen geschickt, ja gut. Das haben wir auch schon gesehen. Flieg! Aber noch mal schnell so... Cinematic. Ja. Schon noch gut. Das Spiel kostet übrigens 25 Franken. Schweizer Franken. 25. Das geht eigentlich noch, muss ich sagen. Es ist, ich glaube, schon recht umfangreich, wenn man das so anschaut. Kannst du bitte da einfach stehen bleiben. So. Jetzt werden wir da wieder auf normal stellen, sonst kommen wir in Stress. Wenn wir nicht leben, ist immer gut. Schnell holen und dann da die Mission erfüllen. Zu Ehren der Suchen, bla bla bla. Falls bald keine Lust mehr zum Lesen. Es gibt eine Party. Und dann können wir für sie wieder einen Himmelshafen bauen und nachher sind es meine Kollegen. Das ist super. Und ich kann da noch zum Beispiel den Bauernhof holen. Ich könnte den Bauernhof und die Kohlehütte holen. Aber ich wollte stattdessen den Bauernhof und eine Laterne. Und ein Segel und ein Ruder. Haben wir in der Erforschung haben wir neue Sachen. Wir können hier den Bauernhof machen. Ein Bauernhof ist sicher noch clever. Flügel könnten wir machen für mehr Auftrieb oder das Ruder. Sehnsüchtig haben wir jetzt auch Strassenlaterne. Ja. Ja, Laterne. Das heißt, andere abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, ob man das dann wieder aufnehmen kann und zum gleichen. Nein, bleibt es nicht. Okay, das sollte man einfach nicht machen in diesem Spiel. He? Also nicht Sachen abbrechen. 8 untätig. Ah, ich habe noch mehr Leute bekommen. Das heisst, ich muss noch mehr Häuser bauen. Da will niemand wohnen. Das heisst, wir müssen weiter hier hin bauen. Da haben wir schon angefangen. Ah. Gut. Jetzt haben wir bald Strassenlaternen, das ist super. Strassenlaternen ist etwas Wichtiges. Oh. Yay, neue Verbündete. Neues Zeug auf der Kantis Kreuzung. Wir sind nun verbündet mit Kantis Kreuzung. Ja, das gibt's auch noch. Was bekommen wir? Plus 1 Holz. Okay, noch mehr Holz. Okay. Wenn wir jetzt hier handeln, dann können wir einfach Sachen kaufen. Aha. Ah, brauchen wir alles nicht. Aber was wir jetzt können machen, ist erstens, ja genau das. Und dann geht noch den Bauernhof erforschen. Ich habe übrigens Pause drücken mit Leertasten. Und es ist noch cool, dass es da oben so einen blauen Balken gibt. Das machen viele Spiele falsch, dass man kein visuelles Feedback hat, dass Pause ist. Außer dass es natürlich sich nicht bewegt, aber trotzdem. Und dann können wir jetzt da. Ich will die da bauen. Und die kann man einfach. Wo kann man die auch tun? Da zum Beispiel gibt es Licht. Es werde Licht. Jetzt muss ich wahrscheinlich langsam anfangen Sachen verschieben, da, dass das funktioniert. Gut, ist das ein Button Y? Gut, das ist gut zu wissen, da kann man nämlich schneller dingsen da. Wie ist das mit Weg? Kann man die löschen? Weg. Bauen. Abreißen da.
Da geht nicht, ja? Okay, also... wie man das mit Weg macht, weiß ich noch nicht. Aber ich wollte noch mehr Lampen. Das ist, das ist der Hauptgrund, wieso ich diese Sachen machen. Da noch eine. Ja, da eine. Big. Kostet ja fast nichts. Schönen Weg aus so machen da. Hopp. Ja, mal schon da. So. Und dann... Hampe! Läuft jetzt der Stream noch? Ah, okay. Scheinbar hat der Stream schnell nicht mehr so wählen, so wie es ausgesehen hat. Sorry für das. Jetzt haben wir gesehen, was los ist. Was bringt das genau? Es kann auch im Internet liegen, wenn man bald zügeln und Sunrise nicht weiss, was machen. Zeigt Licht, das Wege beleuchtet und Einwohner zufriedener macht. Oh, apropos Einwohner zufrieden und so. Ich brauche noch ein bisschen mehr Häuser. Und ich bin da auf Fullspeed. Die Leute sind schon lange obdachlos. Ja, da also das Doppelding rein. Und da noch Kosten zu. Jetzt haben wir schon kein Holz mehr. Da geht damit schnell. Wo war das Holz gewesen? Da. Jetzt ist überhaupt Holz da hinten. Zu weit weg. Oh, Hut! Schnell da über. Die Leute sind unzufrieden ohne Food, sehr unzufrieden. Einwohner wollten essen, hatten aber keine Nahrung. Jetzt lang Strassenlampen bauen. Okay, meine Vorschau hat abgestellt, sorry. Schnell essen. Und Holz. Aber vor allem essen. Die Leute sind am Verhungern, das ist nicht gut. 2 Einwohner haben kein Zuhause. Ja, das ist ein kleines Problem, wenn sie es nicht so tun. Ist immer schön Wetter da scheinbar. Ausschlaf. Zu wenig Holz. Ums Essen sollte jetzt wieder reinkommen. Er hat plus 26 pro Stunde. Also wenn das jetzt da... Also eine Ingame-Stunde. Wenn ich eine Ingame-Stunde das mache, dann sollte es eigentlich wieder zufrieden sein. So, es sind schon 7 Essen wieder da. Das ist doch gut. Haben noch mehr Leute, die können nicht genug Flieger. Bauen wir Hangars. Dort ist es gestanden. Hangars ist es. Nicht Hangaren. Nein, ich bin immer noch für Hangaren. Aber ich könnte noch mehr Hangaren bauen. Da hinten zum Beispiel haben wir dann... Müsste auch da links sein, zu den anderen Hangaren. Da, machen wir nochmal einen, das ist schon gut. Und einer hat immer noch kein Zuhause. So. Jetzt hat er wieder ein Zuhause. Vielleicht noch ein bisschen Kohle? Nein, Kohle haben wir immer noch genug. Was wir noch machen können, ist ein Kohlenspeicher. Gibt's gar nicht. Okay. Einen Bauernhof haben wir noch bauen. Wo war der? Der müsste doch bei Ressourcen sein. Ah, ich kann ihn gar nicht erforschen, der ist noch am Erforschen. Das ist das nächste, was wir machen, was ich will. Wasser haben wir genug. Kohle haben wir auch genug. Ah, das war schon gesehen, ja. Dickicht. Und dann gehen wir wieder in die Richtung nachher. Sobald wir ein bisschen... Na, Nahrung ist schon der Fall, dann geht das schnell gegangen. Na gut, dann gehen wir wieder da rüber. Die Richtung sind wir glaube noch nicht so weit gewesen. Gehen wir dort führen. Schnell, schnell! Auf, auf!
Schon ein kleines Städtchen da. Ist cool gemacht. Ah, ich habe recht. Habe ich rund. Ja, ich habe so ein bisschen zu viel Gewicht da vorne. Darf ich noch ein bisschen umstellen. Vom Speed her sind wir bei 52, das heißt, wir könnten da eigentlich noch mehr machen. Kann man die näher zusammen tun da? So, hey, ja, schau. Da kann ich nämlich nochmal einen rein tun. Wir müssen zwar noch mehr Leute blöde Job haben, das haben wir schon gehabt, oder? So war es. Da auch, oder? Ah nein. Oh. Du musst überglücklich haben. Ah mal. Ja, der ist schon beigetreten. Die zwei wollen nicht. Also gut. Verstehe ich. Wir haben ein bisschen wenig Strassenlaternen. Ah. Habe ich das verpasst bisher? Ja, habe ich. Dem. Silem. Und dann noch Flüger. Nicht Flüger, Holz. Eine. Das können wir jetzt nachher noch besuchen. Da ist eine fliegende Stadt. Also die Strassenlampen sind super. Und dann aber schon irgendwie noch etwas geben, dass sie ein bisschen Hobbys können, nachgehen da auf der im fliegenden Königreich. Ist ja so schade, da ist der nächste da. Melia Passage, okay. Melia ist ein kleines, doch effizientes Königreich. Sein Volk schätzt die Maschinen, welche die Arbeit auf dem Feld erleichtern. Also gut. Ah, was leere Blicke. Okay, die sind moderner als mehr. Wir müssen uns beweisen. Okay. Okay, das ist etwas defekt. Das heisst, dann schicken wir halt jemanden. Und wir können Entwürfe von einer Minarett. Okay. 5 Ding braucht das ein vertikaler Rotor. Oder eigentlich lieber das da, das ist für Sehnsucht. Und da sind meine Leute vielleicht ein bisschen glücklicher. Aber ich nehme jetzt einfach mal den, weil ich es gerade kann. Und wir sollten eine Mission haben jetzt. Nahrung haben wir genug, Wasser haben wir genug. Oh. Schnell. In die Richtung gehen da. Schau schauen, was nicht so. Ah, es ist sogar in die Richtung unsere Mission. Da oben. Wir müssen einen funktionsfähigen Windpropeller finden. Das ist also gut. Ah, wir können den Bauer aufbauen. Woo. Wenn wir gerade dabei sind, mal noch den Flügel für mehr Antrieb erforschen. Wasser brauchen wir nicht. Holz sind wir glaube ich schon am Sammeln. Was ist das? Oase, das ist einfach Wasser. Wieso habe ich da oben wollen? Schon wieder bewährt. Essen haben wir genug. Also wir haben da oben wegen dem, aber so ist noch irgendetwas, was wir haben. Wir können einfach mal da oben. Also, machen wir noch einen Bauernhof da, weil wir wollen ja Essen haben für unsere Leute. Und das ist sicher noch eine coole Idee da, so ein Bauernhof. Da haben wir gerade Platz zwischen denen. Das ist perfekt. Frisches Ackerland, das auf Samen wartet. Ah, die kann man mit anderen Dingen verbinden, mit anderen Bauern. Also die tun das schon, ich muss nicht irgendwo noch Samen finden, oder? Ich weiß ja noch. Oder doch? Nein, der wird schon wachsen, vielleicht. Maybe. Ah, da habe ich gesehen, ich glaube, dort müssen wir rennen. Das sieht aus wie ein Windpropeller dort und das brauchen sie ja. Die Kollegen von Melia Passage. Ja. Holla. Immer schön im Vorbeifliegen da. Alles aufsammeln.
Und recht schnell eigentlich. Wir könnten noch schneller sein, aber muss ja nicht sein. Passe Luftbojen. Oh, unsere Ballon können wir auch anpassen in Farbe. Das ist einfach das, wo wir reingehen, oder? Ah, ja, so gesehen ihn. Ja, der Rot ist eben schon noch recht gut sichtbar. Oh, blau. Ah, ja, das ist eben. Haben wir das. Flügel haben wir auch schon. Das ist schnell gegangen. Da noch. Aha, Siedler des Sturms. Also, wir dürfen es haben, he? Gut. Und ihr könnt sonst auch noch mitkommen, wenn ihr wollt. Der Xama Xanum und der Togu Faun. 2 neue Kollegen für unsere Stadt. Die Musik ist auch recht dramatisch, eigentlich, für das Spiel so entspannt ist. Ja da, ja da, ja da, ja da, ja da, keine Ahnung. Einfach ein paar Häuser machen. Ah, jetzt haben wir das gefunden, jetzt kommen wir eigentlich schon zurück. He? Dort war es. Ja gut, das ist ein bisschen, ja, so ein bisschen das Hin und Her. Aber eben darum sage ich, wahrscheinlich spielt man dann mit der Zeit eher so. Weil dann ist die Wartezeit eigentlich fast gleich null. Und das sind ja nur Quests, ich weiss nicht wie viel davon man muss machen, aber sicher zum Research freischalten und so. Das ist wahrscheinlich so die Variante. Jetzt brauchen wir Holz. Schicken wir, gell? Wie viele Flüger haben wir? Wahrscheinlich etwa 16, oder? Oh, nice. Nice, nice, nice. Was können wir jetzt noch machen? Wir können unsere Lagergröße erhöht Lagerraum, das ist gut. Holz. Da 5. Da 10. Und Glas. Ah, dafür. Rest gut. Wir kehren mit den Teilen zur Melia-Passage zurück. Ich wollte es gar nicht lesen, sorry. Haben wir schon genug? Gut. Jetzt reparieren wir das für sie. Und wir holen uns noch das Minarett. Und dann, während das repariert, sammeln wir noch ein bisschen mehr Holz da. So, sind wir schon dran. Wir haben den Wald schon abgehackt. Ja, das ist schon abgehackt. Dann ein bisschen mehr Glas holen. Und noch mehr Laternen bauen. Da eben, dass wir noch den Dickicht da können abholzen. Einfach alles abholzen. Ah, Lehm. Lehm nehmen wir auch noch. Also wenn man schon so 3 Hangare ja, hat, dann geht das Zeug auch recht schnell, muss ich sagen. Und wir nehmen natürlich einfach alle Leute auf. Und es haben alle ein Zuhause, wir haben gleich noch Untätige. Das Ressourcenlager ist eigentlich voll, aber das sollen wir noch erforschen. Wir könnten aber auch noch mal ein Lager mehr machen, oder? Ja. Okay, es funktioniert wieder. Wir bauen für sie einen Himmelshafen. Ich muss auch ein Lager schauen, wenn ich das da mache. Erhöht Lagerkapazität für alle Bauressourcen. Ja, vielleicht gleich noch mal das Lager bauen, wenn wir irgendwie... Sollte irgendwo etwa da hin wahrscheinlich. Wenn wir es dafür gehen, dann wird es... auf eine Art würde ich es gerne machen, aber... Dann ruggelt sicher die ganzen Huren Bewohner runter. Das wollen wir nicht. Ach, jetzt mal dort noch einen. Da sind wir glaube ich schon gesehen, oder? Ah ja, definitiv. Also jetzt warten wir da, bis das gebaut ist. Das können wir noch abholzen. Lehm. Nein, das wird weg. Brauche ich eh nicht, jetzt habe ich genug. Ja. Also gut, haben wir es eigentlich schon bald, das so weit wie wir wahrscheinlich haben. Wie sieht es mit dem Bauernhof aus? Wächst jetzt da etwas? Ah ja, also die pflanzen automatisch etwas, das ist gut. Vertikalrotor. Was bringt der Auftrieb? Ich brauche ein bisschen Auftrieb.
Oder Flügel. Flügel sind neue Verbündete, yay! Wir kommen vorwärts in diesem Spiel. Also es wirkt auch so. Wir sind verbündet mit Melia-Passage. Sie liefern das auch wieder 1 Holz. Gut zu wissen, danke. Oder das Flügelbau. Ausgezeichnet. Beleuchteten Wegen und Glauben. Die Wege sind schon beleuchtet. Oh, wir sinken. Sollte definitiv jetzt zuerst so ein Flügel wäre, aber schon liefert 10 und der liefert 25, aber die Flügel sehen viel cooler aus. Da, Flügel. Flügel? Wir da auch noch einen Flügel machen? Ah, nein, ist zu teuer. Jetzt hast du mal einen Flügel. Also gut. Macht der, ich hoffe, der macht so. Er muss so machen, Flügel macht so. Ah, er macht so. Mein Leben hat einen Sinn. Ich brauche einen zweiten Flügel. Ich brauche definitiv einen zweiten Flügel und der muss etwa am gleichen Ort sein wie der dort hinten. Das heisst, ich muss alles umstellen. Du kommst irgendwo da rein. So. Dich nehmen wir auch da über. So. Und dann neue Phase Minarett. Machen wir auch noch. Perfekt. Ja, ich wollte noch viel mehr Flügel. Aber zuerst mal muss ich Häuser bauen. Da wird niemand wohnen. Das ist das Blöde. Da habe ich extra ein Loch drin. Was haben wir da anders? Da können wir noch eins tun. Die Lampen können wir verschieben ein bisschen. Da können wir noch da noch runde Häuser. Oh, nein, nicht rumfliegen. Sorry. Weit ist. Ah, zu wenig Holz. Also, wir müssen irgendwann fliegen, was viel Holz hat. Und zwar, was sind wir noch nicht gesehen? Wir fliegen in Norden wieder. Dort über. Yay! Ah! Flügel sind das Beste. Absolut das Beste. Minarett erforscht. Dann können wir noch Minarett bauen. Neue Forschung möglich. Nachdem wir nun wissen, wie man Minarett und Straßenlaterne baut, kam uns eine Idee für ein neues Gebäude. Schrein. Nur einfallsreich. Schrein. Was ist denn der? Grundlegendes. Nein. Ah, da. Ja, ich baue jetzt mal noch das Minarett an. Holz. Zu wenig Holz. Und haben wir noch zu wenig Häuser gesehen gerade. Ja gut, habe ich ja zu wenig Holz, von dem her muss ich zuerst dafür fliegen. Der hat sicher irgendwo Holz. So auf dem Weg sehe ich eben gar keinen. Bestürzt. 3 sind bestürzt. Haben kein Zuhause. Ja gut, eben. Sorry, ja. Dann nochmal einen. Soll dann vielleicht noch eine Runde Häuser machen? Nein, das ist blöd, weil dann kann ich den Weg nicht weitermachen. Machen wir, haben wir eine Neigung? Ein bisschen, ja? Gegen vorher rechts oder so. Das heisst, wir müssen den hier da hinten noch ein bisschen ausbauen. Also wie wir uns mehr und mehr von unserer Heimat entfernen, erhebt sich das Land gen Himmel und wird zerklüftet. Einer unserer Bürger hat von diesem Ort gehört. Wir ermutigen ihn, uns davon zu erzählen. Dies sind die Hochlande, eine weitläufige Kette aus Schluchten in... Punkt. In diesen Gefilden wurden uralte Königreiche erbaut, die noch existieren müssten. Offenbar erwarten uns weniger Nahrungsquellen als üblich. Oh, sieht cool aus. Also da gibt es sowieso an verschiedene Gebiete in dem Fall. He? Ich brauche vor allem Bäume. Bitte. Ich brauche einfach Bäume. Und was haben wir bauen? Minarett. Genau. Und es gibt so kleine Flussdinge. Das heisst, wir müssen da eigentlich... Ja, muss es irgendwie so machen. Das heisst, wir nehmen das weg. Hängen es irgendwie da hin und machen dort rein ein Minarett. Aber das ist ja... Also, wie viele Minarett muss man denn bauen, damit dort die Leute zufrieden sind? 1 Million. Hallo Bäume.
Bin ich ein Bäume. Was ist das? Genau dem. Erz. Will ich haben. Okay, das sieht nicht so bäumig aus. Dann nehmen wir noch welche Kessel. Wir haben noch welche Kiste heim, aber wir bekommen zum Glück ein bisschen Holz. Das heisst, ich sollte das da. Wie viel haben wir jetzt noch? 2. Also noch eins muss ich können bauen. Und ich habe zu wenig Holz. Kleine Siedlung. Der will nicht. Der will nicht. Der will nicht. Okay. Scheinbar sind jetzt die Leute ein bisschen zu wenig zufrieden bei mir. Darum muss ich zuerst Holz finden. Ah, dort hinten. Da hat es Holz. Nice. Nicht sowieso eine Stadt. Aber das ist wahrscheinlich etwa die letzte, die wir noch machen. Jetzt haben wir es langsam schon gesehen und vielleicht müssen wir noch ein paar Flügel hinbauen. Ich glaube, das ist wichtiger. Ja. Wenn wir schön vorbeifliegen, schnell ein paar Flügel rausschicken. Das ist auch mal... Also... Ah. Da sieht man jetzt die Stadt ein bisschen besser, weil es so viel Nebel hat drunter und so. Da. Holz. Alle. Holt Holz. Wir müssen die Häuser bauen und Flügel. Das sollten wir noch irgendwo hinbringen. Da zum Beispiel. Und jetzt sollten eigentlich alle ein Zuhause haben. Das heisst, jetzt mit dem Holz, das wir jetzt bekommen, dann kostet der Flügel überhaupt Leute. Die kostet 2 Leute. Da kann ich gar nicht so viel Flügel bauen, wie ich will. Die Minarette sind, also das finde ich jetzt klein, da muss man irgendwie... Dass man eigentlich immer die Teile da auflösen, die man hat, und dann das Minarett reinstellen. Weil die ja Sehnsucht nur für die in diesen Dingen sind, in einem kleinen Kreis. Die haben gehofft, es sei ein bisschen grösserer Kreis, aber gut eben, ich meine, eigentlich ist es noch eine recht kleine Stadt, man kann da sicher noch recht viel draus machen. Was wir noch könnten brauchen, einfach... Ja, jetzt haben wir zu wenig Leute, weil alle am Holzhacken sind. Bauernhof. Wo war der andere? Da. Und nochmal einen mehr. So, jetzt soll ich schnell speichern. Weil, was wir jetzt noch machen ist... Mal schauen, was passiert, wenn wir nicht so ausgeglichen sind. Wir haben kein Wasser mehr. Sondern Wasser. Bevor wir das können. Jetzt hat er genug Holz geholt, dann kann er ein bisschen bremsen. Ich glaube, es ist noch wichtig, dass die Leute Wasser haben, sonst wäre es ein bisschen... Oh, da sind ein paar das Königreich verlassen. Das ist das Problem, wenn man auf am schnellsten drückt, wird es schon ein bisschen kompliziert, all die Bedürfnisse... ich tu nochmal schnell speichern. All diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, weil die Leute sind ein bisschen schnell unglücklich, muss ich sagen. Ich meine, ihr wohnt in einer Stadt, die fliegt. Und ein bisschen chillen. Also einfach die managen. Also was haben wir machen? Wir wollen schauen, was passiert, wenn wir die Neigung übertreiben. Ist das schwer? Ja, das ist schwer. Oh. Haben wir noch Schweres? Das noch. Nein, das macht es weniger schlimm. Da hinten. Da macht es schlimmer. Ist sie schon langsam ein bisschen schief, die Stadt? Weißt du was? Da oben ist das schlimmer. Nein. Da hat es nochmal so Schweres. Ich bin fast ein bisschen selber am Ausgleichen, aber weißt du was? Ich mache das ein bisschen anders. So. Das Holz haben wir, genug. Nur warten. Es kommt schon. Baut den Weg. Jetzt habe ich keine, die den Weg bauen, weil alle am Wasser rollen sind. So, nehmen wir den Weg bauen. Dann kommt der. Gut.
Jetzt eigentlich, wenn wir dann da so einen Weg gegen raus haben. So, ist nicht schlecht. Okay, ich habe vorher gesagt, der andere ist ein schlechter Job, aber ich glaube, das wäre der schlimmste Job, den es gibt. Bauen Weg ist nirgendwo. Okay, also jetzt haben wir das. Eigentlich kann ich jetzt den Weg an der falschen Seite bauen, weil scheinbar gehen wir gegen rechts. Egal, das können wir ändern. Ja. Ja, da auch. Sehr gut. Ja, da. Komm nicht ganz raus. Wieso geht es jetzt nach rechts, wenn ich dort ein Gewicht hin tue? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Die Leute sind ein bisschen hässig, glaube ich. Wegen dem, was ich mache. Irgendetwas mache ich falsch. Wenn da mehrere Sachen auswählen. So, nein. Und dann haben wir halt den Hangar hier auch noch über. Ja, ich denke, man muss da kompakt bauen, aber da funktioniert das scheinbar. Ah, weißt du was, das gibt Auftrieb, vielleicht ist das das Problem. Ja, das müssen wir da über tun, damit sie die andere Richtung auftreibt. Die Stadt würde sich zu sehr neigen, was? Come on. Also das heisst, die Leute können gar nicht runterfallen. Oh. Ich muss da hin und her laufen. Okay, es scheint auch nicht so gut zu funktionieren. Den Flügel noch auf die Seite tun. Oder geht nicht. Also, willst du mir erzählen, ihr verhindert das nur, weil ihr Angst habt? Wäre doch lustig. Also das heisst, man kann immer rumfliegen. Ich denke, man kann wirklich den Fehler machen, dass die Leute runterfallen, aber scheinbar nicht. Okay, sie sind wütend. Königreich stark aus dem Gleichgewicht. Okay, sie sind hässig, aber sie können nicht runterfallen. Das ist natürlich... Ja, fast ein bisschen schade, muss ich sagen. Anyway. Also, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen und ich gehe davon aus, ihr auch. Und wenn nicht, dann können sie es abspielen. Also, so. Und dann tun wir das. Was ist schade? Troy sagt schade. Meinst du, dass man sie nicht runterrühren kann oder dass sie aufhören? Also ich meine, ich könnte schon noch ein bisschen weiterspielen, aber... ich gehe halt immer auf meine Zeit, dass man sie nicht runterrühren kann. Ah, okay, danke. Nein, so schade ist das auch wieder nicht. Oh nein, jetzt habe ich Speichern gedrückt, jetzt hat es so gespeichert wie vorhin. Egal, verlassen. So, Spiel noch schnell abstellen. Yes, also, Airborne Kingdom. Was sage ich zu dem Spiel? Was sagt ihr zu dem Spiel? Wie findet ihr es? Zum Zuschauen, vielleicht zum Spielen? Ich finde, es ist cool. Also, es ist jetzt nicht irgendwie das grösste, innovativste Spiel, das ich je gespielt habe. Für so ein Aufbaustrategiespiel, aber es ist, es hat doch recht viel Qualität, da finde ich. Es ist hübsch gemacht, es ist noch cool mit dem Hin- und Herfliegen, aber es kann, glaube ich, auch ein bisschen langweilig werden mit der Zeit. Jetzt nach 2 Stunden ist es noch gegangen von meinen Nerven her. Ich habe so noch ein paar Nerven, es ist nicht so, dass es mich jetzt gestresst hätte und wir können es eben auch schneller spielen, habe ich das Gefühl. Aber wie man ja gesehen hat, bei mir, wenn man es zu schnell spielt und nicht aufpasst, dann wären die Leute unglücklich und ja. Runtergumpen tun sie scheinbar nicht, aber sie werden unglücklich. Und ich weiss nicht genau, wie dass sie weggehen. Ich verstehe nicht, wie die Einwohner können überhaupt die Stadt verlassen. Ich fände es irgendwie noch lustig, wenn wir sie einfach zwingen können, dass sie dort bleiben. Aber nein, sonst ist es super. Also, für 25 Franken kann man nicht viel sagen. Ist jetzt aber glaube ich nicht unbedingt das Game, das ich weiterspielen will. Nicht wegen, weil es nicht gut ist, sondern einfach, weil ich auch nicht so Zeit habe. Und weil ich doch ein bisschen, ich habe mehr Freude an Games, so Aufbaustrategie, wo noch mehr mit
Einwohnermanagement zu tun hat, also dass man einzelne Einwohner und so wie Rimworld zum Beispiel oder eben Space Haven oder was gibt's noch? Es gibt noch ein paar andere, wo man halt die einzelnen Einwohner auf die Bedürfnisse ein bisschen eingehen und dann Sachen umbauen vielleicht, weil es so ist. Das hat jetzt da nicht so viel, es ist eher einfach so ein bisschen Aufbaustrategie halt, das ist aber cool. Also wenn euch das gefällt, ich kann es empfehlen. Es spielt sich gut, es wird jetzt keine irgendwie größere Bugs gehabt, außer eben mit der Lokalisierung scheint es ein bisschen Problem zu haben teilweise. Aber das ist eigentlich, das ist ja erst gerade rausgekommen, also ich glaube letzte Woche rausgekommen. Oder diese Woche, meine ich, also ist schon Freitag. Ja, es ist Freitag. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaut es euch doch an. Unterstützt Indie-Developers so gut wie möglich immer. Was ist ein Indie-Game? Ja, viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Die Musik ist auch cool gewesen, ist mir jetzt nicht irgendwie auf die Nerven gegangen. Die Grafik ist gut, das Gameplay ist easy. Tech Tree ist recht gross, also ich glaube, man kann so eine riesen Stadt bauen. Ja. Ich kann es empfehlen. Also, wegen nächster Woche. Zuerst mal wegen mir. Nächste Woche ist wahrscheinlich jetzt gerade noch so das einzige Mal. Also, nächste Woche werde ich streamen. Am 1. April bin ich nicht weil wir zügeln. Das sollte dann auch so im Ding stehen, im Kalender, den wir haben. Im Schedule, den ihr anschauen könnt. Aber nächste Woche, am 25. sollte eigentlich Tiny Tina's Wonderland rauskommen. Das ist ein Spiel von. Wie heisst es? Die Borderlands gemacht haben. Schon wieder vergessen, wie sie heißen. Sie heißen. Ich bin gerade schon am Schauen. Wer hat Borderlands gemacht? Schon wieder. Gearbox, genau. Gearbox. Tiny Tina's Wonderland kommt am 24. raus, scheinbar. Steht da jetzt sogar. Ich sage jetzt nicht leider, aber auf dem Epic Game Store. Das ist ein Co-op, Action-Adventure, was auch immer. Und eigentlich fände ich es noch interessant, dass vielleicht können wir das irgendwie mit dem Troy und sonst jemandem zusammenspielen. Was nicht, Steffi? Vielleicht wollte sonst jemand und sonst spiele ich es allein. Aber da es halt so ein Co-op-Spiel ist, wäre es vielleicht noch cool, das in einer Gruppe anzuschauen. Und ich glaube, es gibt recht viele Leute, die das Spiel wo schon recht Freude haben und Vorfreude auf das Spiel, weil es ist doch, es sieht doch recht cool aus. Also ich meine, Borderlands mit Magie klingt eigentlich schon noch gut. Also auf das freue ich mich. Und ich hoffe, dass ihr dann sicher wieder einschalten. Bis dahin gibt es aber auch noch andere Streams, so ist es nicht. Es gibt erstens mal wo ist er? Der da? Der da unten? Den gibt's. Eventuell wieder heute Abend, ziemlich sicher, ab 8 Uhr. Was wir spielen, weiss ich noch nicht. Wie meistens. Dann gibt es am Montag aber auch wieder einen Podcast am 3 hier auf brack.ch Gaming Channel. Und dann am Dienstag die Steffi und am Mittwoch der Troy. Ich weiss jetzt nicht, was sie spielen. Vielleicht Troy und Steffi, wenn ihr noch oben sind, könnt ihr vielleicht noch schnell in den Chat schreiben, was ihr nächste Woche spielen, wenn ihr es schon wisst. Und ja, bis dann. Danke vielmals fürs Zuschauen und haben ein super Wochenende. Und geniessen es wie immer. Ich muss glaube irgendetwas noch machen, aber ich bin nicht sicher. Spinnenmann, Miles Morales spielt der Troy, das ist sehr gut zu wissen. Der meint natürlich Spider-Man. Moment, spielst jetzt du das auf der PS5? Oder wo spielst du es? Hast du jetzt einen PS5? Nice. Hast du alles eingerichtet, weil es ist ja noch etwas anderes zum Streamen. Aber ja, in dem Fall Spider-Man Miles Morales für am Mittwoch. Am 3. Nächsten Mittwoch. Das wäre der 23. Und mich sehen wir spätestens am 25. wieder, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann Also, habt's gut und danke Teki, gute Zeit ebenfalls. Und man sieht sich. Und was Steffi spielt, wissen wir jetzt halt nicht, was jetzt nicht im Check gestanden ist. Aber sonst gesehen wir es im Schedule. Spätestens am Montag meistens. Ade. Schönes Weekend. Geniessen es.